Salut zusammen, guten Morgen! Was? Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nicht nur das Video ist neu, sondern auch meine wunderschöne Frisur. Sieht gut aus, oder? Meine Damen und Herren, heute gibt es ein sehr innovatives Video, das es so in der Schweizer YouTube-Szene noch absolut nie gegeben hat. Und zwar Schweizer TikToks. Guten Tag, liebe Kunden. Ich würde Sie gerne beraten im Beratungszentrum der Swisscom AG Schweiz. Was? Das hat schon gegeben? Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Woman. Ja, ich hätte sofort erkannt, was das für ein Kanton soll sein, ob es nicht dazu weggestanden. Ich hätte sofort erkannt, oder? Scheiß drauf, Digga. Ja, komm, hab doch immer deine Schnurren alle, ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, das Video war okay gewesen. Kann man so machen, aber wo war der Kanton Freiburg gewesen? Hast du mich verarscht oder was? Wie tut man twerken, Bro? Also solche Kommentare brauche ich dann grad nicht. He. Ich bin jetzt einfach so, wie ich bin. Ich bin zufrieden so, wie ich bin. Und ja, ist jetzt halt einfach auch so. Lieber dünn als hure dick. Ja, ich sage auch immer, lieber den als das. Also das war... Ja, in der Schweiz ist es grundsätzlich so, dass Frauen nicht ins Militär müssen. Die junge Frau hat sich das also freiwillig ausgewählt. Ja, das hätte ich genauso gemacht. Wie bitte? Es hat zwar niemand gefragt, aber ich finde, es ist wichtig zu sagen, so als Reminder, während ihr auf dem App sind, dass einfach leben und leben lassen. Ihr seid nicht besser als irgendjemand und jemand ist auch nicht besser als ihr. Wir haben alle den gleichen Wert. Wir sollten alle nicht miteinander umgehen, anstatt Videos darüber zu machen, wo wir probieren, einander runterzuziehen. Ich finde, ja, sind doch, können wir nicht einfach nett sein zueinander. Ja, danke für den Reminder. Nein, natürlich soll in diesen Videos niemand beleidigt werden, niemand sauber gemacht werden. Jedem das Seine. Wirklich. Außer dem alten Autoren, der sich mit seiner Shop-Frisur. Mittelscheitel is the way to go. Und weißt du was? Es hat zwar niemand gefragt. Ich bin 1,76 in meinen Träumen. Nein, ich bin 1,68. Ich weiß gerade nicht, wieso ich die Zahl gesagt habe. Ja, viele schätzen mich amigs grösser. Ja, was sind ihr eigentlich? Ich bin der Maelo, bin 14 Jahre alt und bin 1,92 Meter groß. Genau, und ja, jetzt seit letzter Zeit habe ich einen Mittelscheitel. Ja. Ja, ohne Witz, ich bin so groß, ich passe nicht mal hier ins Bild, ohne dass ich so mache. Unglaublich, ey! Hey, 5 vor 12 für Jahrgang 01 und 02. Wenn nicht noch in diesem Jahr den Lernfahrausweis bestellen, dann musst du ab nächstes Jahr, ab dem 1.1.21, nämlich ein ganzes Jahr lang mit dem Lernfahrausweis rumfahren. Hopp in die Hose! Zeit läuft! Oh shit, Mann! Okay, 5 vor 12. Das habe ich doch schon noch mal irgendwo gehört, oder? Es ist also wieder kurz vor 12. Danke. Ja, mit 14 interessiert mich das Thema Autopermi ja sowieso noch nicht. Von dem her, kein Problem. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich habe erst nach dem zweiten Mal Theorieprüfung bestanden und auch 3 Mal müssen an die praktische. Und die Leute meinen immer noch, ich kann nicht Auto fahren. Gut, ich will jetzt mit dem Vorwärts, Rückwärts fahren, aber hey, das liegt daran, dass du TikTok-Videos machst und nicht richtig für die Fahrschulprüfung lernen, weil etwas haben wir gelernt, und zwar... Hopp in die Hose! Zeit läuft! Ja, meine Damen und Herren, ich bin jetzt in der Hose, lehre jetzt für meine Theorieprüfung, die ich in 4 Jahren absolviere, und schaffe sie 100%ig beim ersten Mal. Mit der Frisur ist auch das nur möglich. Ja, und in dem Sinne, lasst doch dem Daumen ein Video nach Like da und abonniert den Dreckskanal auf gar keinen Fall.
hopp in die Hose, Zeit läuft. Und dann würde ich sagen, habt wirklich noch einen wunderbar schönen Tag. Ich hoffe, meine Frisur hat euch gefallen und vergesst nie. Wieso schickt jetzt die mir einen Snap, Bro? Den Snap darf ich euch nicht zeigen. Hopp in die Hose, Zeit läuft.